Herzlich willkommen beim Burgenlexikon von Matthias Helzel alias der Burgenmeister. I wie, Jetzt habe ich leider kein Baudetail gefunden mit I. Falls jemand etwas weiß mit I, also ein Baudetail, einfach bei mir melden, würde mich freuen. Also gleich weiter mit J. J wie Joch. In der Architektur bezeichnet man als Joch den Bauabschnitt, der sich zwischen zwei Hauptstützpunkten einer Baukonstruktion befindet. Dieser Begriff findet sich auch im Holzbrückenbau, wo das Joch den Bereich zwischen zwei Tragegestellen beschreibt. Vorwiegend bei sakralen Bauten spricht man von einem Joch, wenn sich zwischen zwei abgesetzten Gewölbestreben, Hauptstützpunkten, im Gewölbe auch Trave genannt, ein eigenständiger Bauabschnitt abzeichnet. In den Kirchenschiffen entstehen, abhängig von der Größe des Gebäudes, mehrere Joche, die sich nebeneinander anordnen. Diese rhythmische Gliederung prägt das Erscheinungsbild des Innenraums und trägt zur strukturellen Stabilität sowie zur ästhetischen Gestaltung des Bauwerks bei. Hier ein Beispiel einer zweijochigen Burgkapelle, Ausschnitt der Burgkapelle Leuchtenberg, mit einstigem Gewölbe, das heute nicht mehr vorhanden ist. Ein weiteres Bauwerk, das in Joche unterteilt werden kann, ist die klassische Brücke. Sowohl bei Holzbrücken, aber vor allem bei Steinbrücken, lassen sich die Konstruktionen in einzelne Joche gliedern. Auch hier bezeichnet man den Bereich zwischen zwei Stützen oder Traggestellen als Joch. Diese Unterteilung verleiht der Brücke ihre Stabilität und trägt zur gleichmäßigen Lastenverteilung bei, was insbesondere bei Steinbrücken eine tragende Rolle spielt. Hier ein Beispiel einer Steinbrücke, die in 3 Joche unterteilt ist. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näher bringen. Ihr Matthias Helzel alias Burgenmeister.